So, Servus. Da sind wir wieder. Und wir sind jetzt irgendwo in der Nähe von dem Bücherladen. So, dann schauen wir heute mal. Wo sind wir da? Sogar in dieser Wirtschaftskrise ist die Upper East Side immer noch voll von Luxusrestaurants. Es ist völlig egal, wie schlimm die Dinge stehen. Solange sich Leute ein 10-Dollar-Steak leisten können, sind wir überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Gut. Das Schild eines der vielen Läden in dieser Gegend. Die gleichen Typen, die vor 10 Jahren große Verfechter der Prohibition waren, sind jetzt Stammgäste eines Ladens, in dem halbnackte Mädchen Schnaps servieren. Die Zeiten ändern sich, die Scheinheiligkeit bleibt die gleiche. So ist immer. Da haben wir eine Tür. Dieses Gebäude scheint etwas weniger gut in Schuss als die anderen. Hier leben wohl eher Aristokraten aus der zweiten Reihe. Und können wir da was machen? Ich habe keinen Grund, da rein zu wollen. Gut. Müllcontainer, nichts Besonderes. Ich stecke meine Hände da nicht rein. Muss ja nicht sein. Little Peninsula, seltene Bücher und limitierte Auflagen. Es besteht kein Zweifel, dass die Streichhölzer, die ich gefunden habe, von hier stammen. Aber wie soll ein Antiquariat auf der Upper East Side was mit dem Tod von Sean zu tun haben? Vielleicht bin ich auf der falschen Fährte. Oder dieser Buchladen macht noch was anderes, außer Bücher zu restaurieren. Geschlossen. Es ist mitten in der Nacht. Ich wüsste nicht, warum um diese Zeit ein Buchladen geöffnet haben sollte. Naja, man weiß ja nie. Gut, da können wir noch hintergehen. Da schauen wir gleich mal nach. Da haben wir einen Briefkasten. Ein Postkasten. Ich habe nichts bei mir, was ich verschicken will. Jones Antiquitäten. Da gibt es alte Vasen, antike Möbel und andere Sachen, die ich niemals kaufen würde. Ich sehe hier nichts Interessantes. Gut, was haben wir da hinten? Aha. Also theoretisch sollte sich in diesen Kisten Material für die Buchbinderei befinden. Oder sonst etwas, das man in einem Antiquariat braucht. Aber ich erkenne den Stempel einiger Schnapslieferanten auf einigen dieser Kisten. Ich kann mich nicht erinnern, dass man zum Bücherrestaurieren Gin benötigt. Nein, ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Da haben wir Schachteln. Leere Schachteln, nichts Interessantes. Die haben sogar die Seitengassen mit ihrem Wahlkampagnenmüll zugepflastert. Gut, was haben wir da? Ein Briefkasten. Bevor ich meine Nase in fremde Post stecke, brauche ich erst einen guten Grund dafür. Da ist eine Gegensprechanlage an der Tür. Gegensprechanlage. So, dann nehmen wir heute mal. Ja? Hallo, ist das Lager von Little Peninsula? Ja, gewiss. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich brauche Informationen. Wenn Sie Informationen über unseren Katalog wünschen, können Sie morgen früh herkommen, wenn wir geöffnet haben. Wir machen gerade Inventur. Wenn Sie kein Buch reserviert haben, kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe ein Buch reservieren lassen. Nennen Sie mir bitte den Titel. Ja. Titel. Chandlers neuesten Roman. Chandler. Tut mir leid, aber diesen Autor führen wir nicht. Ein 1929er Ben Hur mit Druckfehler auf Seite 159. Ich schau mal nach. Tut mir leid, Sir, aber das Buch haben wir nicht. Wenn Sie morgen wieder herkommen, können wir es für Sie reservieren. Nicht so wichtig. Wiedersehen. Mitten in der Nacht eine Inventur. Ich mag ja etwas misstrauisch sein, aber das kaufe ich dir nicht ab. Da muss noch was anderes hinter dieser Fassade stecken. Wahrscheinlich. Scheint niemand drin zu sein. Gut, über die Sprechanlage kommen wir anscheinend nicht weiter. Das ist der Lieferanteneingang von Little Peninsula. Verschlossen.
Vielleicht steckt ja irgendwas Interessantes über diesen angeblichen Buchladen im Briefkasten. Tja, wenn die wegen der Inventur gelogen haben, benutze ich eben die Lüge, dass ich der Postler bin und schaue mir deren Post an. Da ist ein Schloss am Briefkasten. Ich brauche einen zylindrischen Schlüssel, um es aufzumachen. Aha, und woher? Nichts zu machen. Ist abgeschlossen. Da ist ein Schloss am... Und woher kriegen wir den Schlüssel? Ganz normale Müllcontainer. Da ist eine Gegensprech... Ja? Hallo. Guten Abend, Sir. Ach, nichts. Tut mir leid. Wiedersehen. Wiedersehen. Scheint niemand... Ein zylindrischer Schlüssel. Und wo kriegen wir den her? Da geht's zurück. Und da werden wir erst einmal speichern. So. Jetzt, wo waren wir nochmal? Da ja hinten. Vielleicht steckt ja irgendwas Interessantes über diesen angeblichen Buchladen im Briefkasten. Können wir den nicht aufmachen? Da ist ein Schloss am Briefkasten. Ich brauche einen zylindrischen Schlüssel, um es aufzumachen. Zylindrischer Schlüssel. Haben wir nicht. Vielleicht mit dem Dietrich? Halt. Das sind nicht die richtigen Werkzeuge für diese Art Schloss. Gut. Vielleicht mit dem Schlüssel? Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Ah, nicht. Jetzt werden wir die in den Schlitz stecken können. Das geht so nicht, da bin ich mir sicher. Nicht. Meine Ermittlerlizenz. $20, ein Laus... Vielleicht mit dem? Ja, die Lizenz ist dünn genug, dass ich sie zwischen den Kasten und die Klappe bekomme. Mal sehen. Perfekt. Ich hab ihn aufgekriegt. Aha. Zum Glück hat noch niemand die Post geholt. Schauen wir mal. Eine Telefonrechnung. Die ist an einen Edward Marsetti adressiert. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Aber wo? Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach so, das haben wir bei dem wieder. Vielleicht Das ergibt keinen Sinn. nicht. Das ergibt keinen Sinn. Genau. Gretas Bühnenshow hieß Marsettis Kätzchen. Kein alltäglicher Name. Das ist bestimmt der gleiche Marsetti. Vielleicht kann mir Greta was über diesen Typen sagen. Ich sollte die Rechnung wieder zurücklegen. Gut. Dann gehen wir mal zur Greta.
Ah, schon wieder du. Schon wieder ich. Und wir von... Da hier. Zur Essex Street auf... Alles klar. Gehen wir mal in die rote Tulpe. Und schauen wir mal, was Greta zu sagen hat. Hi, Greta. Hi, Jack. Wegen Marsetti. Kennst du einen gewissen Edward Marsetti? Edward Marsetti. Ich habe seinen Namen schon seit Jahren nicht mehr gehört. Also kennst du ihn? Leider ja. Er ist jemand, den ich lieber nie kennengelernt hätte. Wie hast du ihn kennengelernt? Vor Jahren, als ich noch Tänzerin war, arbeitete ich in diesem kleinen Laden in Little Italy. Marsetti war der Besitzer. Es gab damals eine Menge solcher kleiner Läden. Da waren mindestens ein Dutzend im gleichen Block. Marsetti hat sie in ein paar Jahren alle aufgekauft. Er wurde sowas wie der Pate von Little Italy. Er war der Besitzer von praktisch jedem Laden, in dem ich aufgetreten bin. Was ist er für ein Typ? Übelste Sorte. Er versucht als reicher Gentleman rüberzukommen, der die Künste, das Theater und das Entertainment fördert. Aber er ist in Wirklichkeit nur ein dreckiger Geschäftsmann. Er interessiert sich eigentlich nur für Frauen und Geld. Interessant. Warum hatte sein Name was mit deiner Show in Frankreich zu tun? Er war derjenige, der für alles gezahlt hat. Unsere Tanztruppe war hier in New York recht erfolgreich. Also schlug Marsetti vor, wir sollten nach Frankreich gehen. Wegen seiner notorischen Geschmacklosigkeit musste er die Show unbedingt Marsettis Kätzchen nennen. Trotz des scheußlichen Namens war sie ziemlich erfolgreich. Alle Shows waren ausverkauft. Hast du danach jemals wieder für ihn gearbeitet? Nein, ich habe schon seit Jahren mit diesem Kreis nichts mehr zu tun. Kennst du den Laden Little Peninsula? Nein. Ist das eine Kneipe? Der Besitzer ist ein Freund Marsetti. Es ist ein Antiquariat auf der Upper East Side. Jedenfalls will er, dass es so aussieht. Marsetti ist kein Typ, der den ganzen Tag über Literatur nachdenkt. Da muss definitiv was anderes dahinter stecken. Da bin ich mir sicher. Deswegen muss ich da rein. Es gibt eine Hintertür, aber ich glaube, man braucht ein Passwort oder eine Karte, um reinzukommen. Weißt du, wie man da reinkommt? Ich war schon seit Jahren nicht mehr an diesen Orten, Jack. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Hast du noch irgendwelche Freunde in diesen Kreisen? Kennst du jemand, der weiß, wie man in den Laden reinkommt? Ich weiß jetzt schon, dass ich bereuen werde, was ich dir jetzt sage, aber ich glaube, ich kenne tatsächlich jemanden, der dir helfen kann. Und es ist jemand, den wir beide kennen. Wer? Dein Freund Smiley. Smiley? Ja, ich glaube, er arbeitet jetzt für Marsetti. Woher weißt du das? Bevor du heute Abend hierher gekommen bist, hat er mir stundenlang von seinem neuen Job erzählt. Er hat Marsetti nie direkt erwähnt, aber er sprach von ein paar Läden, die ihm gehörten. Wenn er nicht für Marsetti arbeitet, tut er das für jemanden, der es tut. Also weiß Smiley vielleicht, wie man in Little Peninsula reinkommt. Vermutlich. Gut, wo ist denn Smiley? Themawechsel. Wegen Smiley. Ich hasse den Typen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nicht die leiseste Ahnung, Jack. Das Wichtigste ist, dass er sich von meinem Laden fernhält. Wenn er wirklich für Marsetti arbeitet, wird er wissen, wie man in Little Peninsula reinkommt. Du bist doch Privatdetektiv. Du wirst doch wohl rausfinden können, wo er derzeit wohnt. Einfach bei ihm reinzuplatzen ist keine Option. Der Typ ist nicht so blöd, wie er aussieht. Da schrillen bei dem doch alle Alarmglocken, wenn ich mitten in der Nacht auftauche. Du willst dich also mit ihm treffen? Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mal sehen. Aha. Bestimmt irgendwas mit Smiley. Wenn Smiley auf dich steht, wird er zu einem Date mit dir sicher nicht Nein sagen. Was? Ich soll mit Smiley ausgehen? Das wäre die Idee, ja. Jack, das kommt nicht in Frage. Ich habe nicht vor, mit ihm auszugehen, nur um dir einen Gefallen zu tun. Beruhig dich, du musst ja gar nicht mit ihm ausgehen. Du musst nur sicherstellen, dass er hierher kommt. Wie meinst du das? Hast du ein Telefon oben? Ja,
Okay. Ruf ihn an und sag ihm, er soll in deinen Laden kommen. Wenn er kommt, erzählst du ihm, dass du dich noch frisch machen musst oder sowas, bevor ihr ausgeht. Dann gehst du nach oben und rufst mich im Büro an. Dann kümmere ich mich um Smiley. Kannst du nicht mit dem Ganoven ausgehen? Greta, wenn das nicht die einzige Möglichkeit wäre, in Little Peninsula reinzukommen, um rauszufinden, wer das Mädchen ist, würde ich dich niemals fragen. Verdammt, Jack. Jetzt habe ich 2 Gefallen bei dir gut. Dann muss ich dich wohl zweimal zum Essen einladen. Du wirst sehr viel mehr tun müssen, als mich nur zum Essen einladen, um deine Schulden abzubezahlen. Mir fällt schon was ein. Ruf Smiley an. Ich warte im Büro auf deinen Anruf. Wenn Smiley mich hier sehen würde, wenn er ankommt, würde er bestimmt misstrauisch. Okay. Gut, das muss Greta sein. Gehen wir mal ohne. Hallo? Jack, Greta hier. Ist Smiley schon da? Ja, erstaunlich, wie schnell er hier war. Typisch. Er ist unten. Ich habe eine Ausrede gefunden, dass ich mich jetzt schminken muss. Aber ich kann ihn nicht ewig hinhalten. Also beeil dich und komm her. Ist er alleine? Ja, er kam alleine. Okay, ich bin in ein paar Minuten da. Jack, beeil dich. Ich will dieses Biest keine Sekunde länger in meiner Nähe wissen. Ich komme ja schon. Ich mache mich am besten auf in die rote Tulpe. Genau. Gut, die ist eh gleich ums Eck. Das ist Smiley. Mal sehen, ob ich ihn zum Reden kriege. Mal schauen, was uns erzählt. Ah, der Schnüffler. Was machst du hier? Ich habe gesehen, dass der Laden hier offen ist und dachte, ich schaue schnell mal rein. Leider wird er nicht sehr lange geöffnet sein, weil Miss Reed meine Einladung für heute Abend angenommen hat. Herzlichen Glückwunsch, Smiley. Jetzt bist du also nicht nur ein 1A-Gauner, sondern auch noch schwere Nöter. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig? Weswegen eifersüchtig? Komm schon, Schnüffler. Hm? Selbst du bist gegen Miss Reeds Charme nicht gefeit. Ich glaube, die steht eher auf Typen von deiner Statur. Stimmt. Eine Frau wie sie braucht jemanden, der sie glücklich machen kann. Der sie mit Geschenken überhäuft und sie in Luxusschlitten durch die Gegend fährt. Ich glaube kaum, dass dir deine Detektivlizenz solche Privilegien beschaffen kann, oder? Sieht jedenfalls nicht so aus. Gut, fragen wir mal wegen Massetti. Kennst du einen gewissen Edward Massetti? Massetti? Nein, nie gehört den Namen. Spiel hier nicht den Deppen, Smiley. Ich weiß, dass du für ihn arbeitest. Ich weiß nicht, woher du diese Information hast, aber es stimmt einfach nicht, Schnüffler. Kennst du Little Peninsula? Nein. Sollte ich das? Falsche Schlange. Eine kurze Gerade auf seinen Solarplexus und der verrät mir, dass er Frauenunterwäsche trägt. Aber das kann ich jetzt nicht riskieren. Ich muss eine andere Strategie finden, um zu bekommen, was ich will. Bis dann, Smiley. Tschüss, Schnüffler. Tschüss. Gut, wie kriegen wir den zum Reden? Indem wir ihm vielleicht die Knarre ins Knick halten? Das ist hier kein Schießstand. Ah, nicht.